Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur. Und ja, da haben wir wieder das Swordfish, oder immer noch das Swordfish auf dem Tisch. Und das mit dem Relais und allem, das hat ja nicht so geklappt. Und jetzt überlege ich da, weil ich will da auch also an den Drücker jetzt nicht zu viel ändern, dass die da, weil sonst sieht das noch alles so ratzt aus. Dann brauche ich keinen transparenten Blaster nicht mehr. Deswegen will ich das mit dem Relais schon haben. Man sieht also, da habt ihr Sinn von Out of Doubt, so Valkyrie-Motoren oder Valkyrie oder, also echt cooler Name. Und die probieren wir jetzt einfach mal. Das können wir jetzt mal, kann ich mal mit Netzteil zeigen, wenn man das anmacht. Die haben also so 1,6 Ampere oder so. Das ist ganz moderat. Ja, hätte ich in der Höhle kaputt machen. Weil der die sage, können eigentlich alles so lassen, bis auf den Motor. Das ist schwarz. Ja. Das beschrifte ich neu. Das kann ich gerade. Das habe ich mit einem schlechten Stift beschriftet. Aber das machen wir alles im Schnelldurchlauf. Und dann sehe ich mich. Hoffe ich, dass das diesmal klappt. Dass das. Oh, mein 3D-druckte Teile. Habe ich schon extra ein Video zugemacht, wo ich das alles vorstelle. Da habe ich einen Haufen Zeugs, also. Und dann gucken wir. Bevor wir jetzt dann in den Schnelldurchlauf gegangen, dann nehmen wir dann. Will nur ein bisschen Werbung von der eigenen Blaster machen. Da bin ich mir nicht schade für. Da bin ich ganz stolz auf den bisher. Und das Design ist auch schon eine Arbeit, also der bleibt nicht so technisch. Dann nehmen wir da die IMRs raus. Die habe ich da drin aktuell. Kleines bisschen Eigenwerbung. Da haben wir da seitlich Schalter. Ah, der verliert noch Schrauben. Aber da kümmere ich mich drum. Das wird besser. Die waren nämlich festgehalten dann. Das hört sich auch. Das sind so 0815 Modelle, die fast nichts kostet. Aber da werden wir auch noch mal irgendwann mal testen, was wir da so in Reihe schalten können. Und wie viel Sprungrädler wir hintereinander packen können. Weil da habe ich jetzt, das ist eine Plattform, wo ich recht einfach erweitern kann. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob man das dann mit dem runden Trommelmagazin so lassen. Also für die Leute, die schon länger am Kanal dabei sind, die kennen das. Da gingen die Pfeile in die, war das so rum. Das ist der ganze Witz an der Geschichte. Und habe Videos dazu gemacht. Also guckt mal auf meinen Kanal, wenn es euch interessiert, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Schaut da mal vorbei, schaut euch die Videos an. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da. Und ich montiere jetzt da das im Schnelldurchlauf dann ein. Und dann hoffen wir, dass das mal mit dem Relais klappt. Weil das habe ich das letzte Mal rausgefunden, da fängt das Relais an zu klackern. Und ich kann es fast nicht. Also, ich meine, das Relais ohne die Motoren geht. Aber das klackert, da könnt ihr das alte Video anschauen. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Alle Videos, die ich zu dem Blaster bisher gemacht habe. Und dann klackert es und dann wir können uns einfach. Pack das mal zur Seite. Können uns einfach noch mal kurz anschauen. Dann seht ihr's. Dann muss ich euch nicht erzählen, wie es denn so ist. Dann kann ich euch demonstrieren, wie es so ist. Fortgeschritten. So. Ein bisschen Abstand.
Das kann ja fast nicht sein, dass das Magnetfeld von dem Motorrad das Relais beeinflusst, oder? Und das Relais mit 80 Ampere, also das Netzteil, ist auf 10 Ampere Strombegrenzung. Das Relais ist entspannt. Machen wir da aus, bevor da die Kabel aneinander stoßen. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, bei der Streif habe ich das auch mit dem Relais testet, allerdings mit dem, nicht mit dem, weil in meiner Streif habe ich dasselbe Schwungreitelskäfig drin mit dasselbe. Das sind, wie heißen die, so Merlin-Motoren. Machen mordsmäßig Krach. Das verdirbt mir dann ein bisschen den Spaß, wenn man da rumspielen will damit. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir da jetzt diesmal ein bisschen entspanntere Motoren reinmachen. Nur noch hoffe, dass das mit dem Relais klappt. Wenn nicht, wird das mit dem Schalter direkt verdrahtet. Das Risiko gehe ich ein, da habe ich so einen 10 Ampere Schalter. Das dürfte passen. Also, ich meine, wenn die Motoren blockiert werden, dann hat jeder, glaube ich, 14 oder 16 Ampere sind. Also das ist viel für den Schalter, aber ja, also ich glaube, da sollte man halt einfach nicht draufbleiben mit dem Finger, wenn das blockiert. Und wenn nicht, wird schon nichts Schlimmes passieren dann. Das sage ich jetzt. Sonst, das macht er da, wenn er das nachmacht, auf eigene Verantwortung, das habe ich. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich schraube das jetzt mit dem Relais mal rein, weil das wär schon besser. Und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. So, seht, ich war nicht ganz optimistisch. Also das ist noch rechts langs Kabel. Das bleibt natürlich nicht so, wenn das funktioniert. Wobei nachher funktioniert es nicht, weil das Kabel wieder kurz. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal, ob es funktioniert. Also, 11 Volt drauf. Und? Es ist seltsam. Warum hat es am Anfang auch klackert? Jetzt nimmer. Das. Wenn ich das. Das irgendein. Das hat doch keinerlei Schutzeinrichtungen drin, oder? Das dürfte doch nichts dergleichen drin haben. Das verstehe ich nicht. Das müsste doch
Einfach durchschalten. Das müsst ihr bei Überstrom nicht abschalten, oder? Vor allem, na gut, ich habe zu dem Ding auch kein Datenblatt gefunden. Ob das wirklich was kann, das weiß ich halt nicht. Weil mit den Schwungrädern von der Streif hat es funktioniert. Und ich habe das hauptsächlich gekauft, weil es cool aussah. Ja. Es hat vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Funktion legen und auch vielleicht ein verfügbares Datenblatt, da könnte man aus der Situation nicht schlau werden. Weil es hat da bloß LED zur Anzeige, sonst eigentlich nichts. Sobald die Motoren dreht, geht's, wenn die wirklich ganz zum Stillstand kommen. Aber ganz leise sind die auch nicht. Jetzt können wir mal ausschauen. Das macht noch so gut Short. Komm ich da? Schieber irgendwie. Aber ui. Da sind jetzt halt alle Kabel einfach im Weg. So. Das heißt, da hätte ich noch einen zweiten Schieber, der da unten ein bisschen abgerundet ist. Vielleicht Gott der. Ich dachte, komm, wenn ich da dabei bin, die rauszudrucken, dann drucke ich den zweiten auch gleich raus. Das ist, ich habe extra Video gemacht, so die ganze 3D-Druck, die Teilen da, ne? Also das Tasterle habe ich nicht selber entworfen und das habe ich auch nicht selber entworfen. Das Schieberle, das habe ich selber entworfen. Das habe ich, die Schraube ist da oben drin, weil das ist liegend druckt. Oh, ist das ein Schmutz. Ja, wenn das rauskommt, könnte man es testen. Komm schon. Das ist liegend druckt, dass ich. Da habe ich bei der Streif schon Probleme gehabt mit so 3D-Druck der Schieberle. Das ist dann halt. Ja, ärgerlich ist. Und das ist echt. Also, wenn man das da jetzt ausdruckt, mit dem 3D-Drucker rausdruckt hätte, das wäre ruckzuck weg. Wenn man das liegen druckt. Eine andere Orientierung ist halt auch nicht ideal. Das ist hinter der Hauke. Der ist so gemacht, dass der halt in die Richtung auch stabil ist. Wenn man den so macht, dass der da seitlich aufsetzt, dann hat man wieder irgendeinen Nachteil. Dann muss man das dann stehen drucken. Da gab es, glaube ich, auch einen Nachteil. Ah ja, da ist mir das doch auch noch gerissen. Da ist mir das mal gerissen. Deswegen habe ich das selber entworfen, sodass ich das liegen drucken kann. Und dann muss ich halt das Schreibel ergänzen. Oh Gott, das ist doch noch nicht. Das ist halt. Wenn mal das Schieberl-Zeugs anschaut in meinem Blaster. Hätte ich das gewusst. Hätte ich
Hätte es von vornherein einfach mal für Streif entworfen und hätte es für mein eigenes Blaster genutzt. Aber ja, mein eigener Blaster ist ein rechter Pfusch. Das überarbeiten wir auch noch bei Zeit. Eieiei, das will das Vettel nicht mehr hergeben. So, ja, jetzt hat. Ja, jetzt gucken wir, ob das mit die kurze Pfeil geht. Kommt das da auf eine lange Pfeil ein? Was sei dass das Netzteil in Strombegrenzung geht? Das kann natürlich schon sein. Dass das Netzteil in Strombegrenzung geht und dadurch dann das Relais nicht mehr anzieht. Ja, dann hätte man mehr wie 10 Ampere. Das wäre für so Schalter nicht ideal. Aber das heißt, wenn wir dann Batterie haben, die dürfte der mehr Leistung mehr liefern. So ist weg. Das wäre so die einfachste Erklärung, dass das Relais da anfängt zu klackern. Dann kommt das eine Strombegrenzung oder schaltet einen Überstrom und schaltet ab. Und wenn das abschaltet, dann schaltet mir das auch das Steuersignal für das Relais ab. Und dann schaltet das Relais aus. Das kann natürlich sein. Das ist jetzt halt ein bisschen viel Reibung. Okay, ich glaube, ja, das Netzteil redet gerade mit mir. Oder zumindest der Lüfter ist gerade angegangen. Irgendwie mag das glaube ich nicht so. Das ist da, glaube ich, das stößt da schon an seine Grenze. Ja. Das heißt, das ist für die Zwecke hier eigentlich nicht geeignet. Können nicht mehr. Jetzt ist er wieder ausgegangen, der Lüfter. Kriege ich dann ein bisschen Netzkabel. Irgendwie. So, mal da die Anzeige. Weil das Bild holt. So. Jetzt gucke, dass man da nicht. Wobei der Vorteil ist, so ein Netzteil müsste normal Sicherung drin haben. Oder hat es sicherlich. Irgendwo. Wenn ich sowas mit einer Batterie mache, ich halt. Oder Batterienkurzschluss, das ist, glaube ich, nicht so spaßig. So. Das sagt mir aber nicht. Das geht so nicht. Das heißt, wenn man da auf kurze Pfeil gegangen wollen, kann man nicht drum rum, so einen Adapter zu bauen. Oder zu kaufen oder zu drucken oder was auch immer. Der das Magazin da nach vorne packt. Das sehe ich jetzt schon. Ey. Wäre halt schon schwer. Also, mir gefällt das halt einfach mit den Magazinen so. Wobei, das wird noch sauber versteckt, das kann man. Ich muss mal überlegen, ob ich da nicht. Wie ich das mache. Jetzt lieber noch ein bisschen was. Ja. Das ist Maximum. Okay. Dann waren das auch lange Pfeile bei dem Blaster.
Haben wir das auch geklärt. Also, kommt das Magazin oder das andere Magazin. Dann Daddy sage, ich riskiere das trotzdem, das für ihr im auszulegen. Man muss sich die Schieberle sowieso normale sind vorne. Und ich hoffe, dass das Federle wieder rausgibt. Und ja, das habe ich jetzt schon gesehen, das Netzteil taugt für die Zwecke nicht. Das hat da wohl ein bisschen zu wenig Leistung. Ja, das könnte dann auch Erklärung sein, warum das Relais ausgeht. Wenn das Netzteil in irgendeinen Überleistungsschutz oder sowas geht und dann halt einfach einen sicheren Zustand ausschaltet oder kurzzeitig ausschaltet und dann wieder einschaltet. Das könnte das Phänomen erklären. Aber dann schauen wir mal, ob wir das mit ihm ausmachen können. Und wenn nicht, kriegt das Ding auch ein Lipo. Oder zumindest halt den Anschluss dafür. Ich denke, kann ich den Lipo von der Streif verwenden. Ja, dann schraube ich und löte ihn mal. Oder schwätz mal weiter bis leider.
So, aber jetzt machen wir trotzdem, trotz allem, aber wir wissen, dass nicht richtig geht, doch nochmal versuchen im Netzteil. Fliegt man lieber die Sicherung vom Netzteil, wie das da Versuch mit Batterie. Das ist plus. Hat der Style. Es sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber das ist okay. So, Plus, Minus. Auf Seite. Okay. Gott wie vorher. So, und jetzt hoffe ich, dass die Modelle nicht so stark, die dürfte schwächer sein wie die Merlin. Also einfach vom Krach her. Wobei, das jetzt das nicht das Maß der Dinge ist. So, Dummy. Und dann nochmal schnell Werbung von eigener Blaster. Ja, da kommt noch irgendwas oben drauf, dass man das schnell aufmachen kann. Oder will ich glatte Fläche haben. So, da. Dazu. Nein, da ist aufgeräumt. Den mal. Ja. Wieder auf Seite. So, da. Richtig rum. So. Okay. Es ist nur die Frage, weil das hat ja mit ihm aus, mit Merlin auch funktioniert. Halt nur nicht im Dauerbetrieb. Da habe ich irgendwann mal so einen komischen Geruch wahrgenommen. Und dann gesehen, dass die eine von den Federn da haben, die das festhält, dass die blau angelaufen ist. Aber da können wir jetzt auch das Originaldeckel wieder drauf machen. Entschuldigung fürs Kraschel. So. Die Schraube. Ah, das sieht schon. Das hört sich schon witzig an. Ich würde sagen, immer ein paar Schrauben rein. Hol mal das Fett noch. Fett das noch ein. Und dann testen wir's. Dann bis gleich.
So, der jetzt zusammengeschraubt ist, ja, das Wortfisch. Und? Nicht arg viel leiser. Aber da habe ich jetzt mit den Tasten dasselbe Problem wie bei der Streif. Nur dass der Blaster leiser ist. Also die Streif, die ist ekelhaft laut. Deswegen machen wir jetzt heute auch keinen Vergleich mehr zur Streif. Das machen wir mal ein separates Video. Da hole ich vielleicht auch noch irgendwo. Muss ich gucken, was wir. Vergleichen wir mal alle Schwungräder des Blasters. Warum? Ja, jetzt Zettel. Das hätte mir jetzt auch gestresst, wenn das nicht gegangen wäre. Das. Da noch. Die Blasters Ingenieursedition. Mit Logo und Schriftzug. Und alles farblich passend. Ich dachte, das ist. Ich habe eine andere Variante auch gezeigt. Ich habe da vorne den Aufbau und die Schiene oben, aber das gefällt mir alles nicht. Deswegen, das seht ihr noch andere Videos noch. Das habe ich vorletzte zur Streif. Das verlinke ich euch natürlich und alles. Und da könnt ihr euch das dann anschauen, was für Optionen es noch gibt. Aber das sieht jetzt schon besser aus, wenn wir da das normale Batteriefach haben. Ist das halbwegs glatte Optik. Das war das mal nicht mein Fehler. Das war von Anfang an schon. Da gehört eigentlich kurze Schrauben rein. Das wurde geliefert mit langer Schraube drin. Da kann ich mich diesmal rausreden. Da bin ich diesmal nicht schuld. So, holen wir das Messmittel. Machen wir noch 1, 2 Messwerte. Weil bin ja nicht umsonst Ingenieur. Und dann machen wir Feierabend. So. Und irgendwann anders mal vergleichen wir das mit der Streif. Okay, jetzt haben wir da einen Durchschnitt. Das haben wir schon. Meter pro Sekunde. Von 37,2. Wir haben aber mit 10 Meter pro Sekunde einen Ausreißer. Also wenn wir den mit 33 wegnehmen, das war wahrscheinlich am Anfang, wo ich hochdrehen lassen habe. Und den zum Schluss mit 10 Meter pro Sekunde. Dann haben wir das wird sein 44, 43, sowas. Das könnt ihr euch ja ausrechnen, wenn ihr Pause drückt, die Ausreißer mal wegnimmt. Vielleicht denke ich dran oder rechne ich es aus. Ich habe jetzt extra. Ui. Das ist nicht so gut, gegen die Wand dahinter zu schießen. Ja, da soll ich was dahinter stellen. Habe extra schwarze Pfeile, dass da nicht irgendwann mal, bei der Streif sieht man das richtig, da ist ein Haufen orangenes Zeugs drin. Das, so muss sein. Und die ist nicht so ekelhaft laut wie die. Also die Streif, das ist schon. Gut, da ist die Schale auch ein bisschen. Ich meine, da ist jetzt wesentlich mehr Plastik dran, wesentlich mehr Gewicht. Was er aufmacht. Das ist auch lauter. Also das kann schon sein, dass das was dazu beiträgt. Bin kein Akustiker. Das ist. Aber dann machen wir mal einen Vergleich mit der Streif und dann könnt ihr das auch mit euren Kopfhörer vergleichen oder wie auch immer der da zuhört und das beurteilen. Packen wir das wieder rein. Ist aufgeräumt. Und ich bin's Friede. Und dann, das hätte ich gleich von Anfang an einfach so machen sollen mit der Batterie. Das hoffe ich. Dass die EMRs, dass nicht diesmal wieder die Batteriefeder die Sicherung ist. Das muss auf morgen warten, dann teste ich das. Mir gefällt das einfach farblich, also das ist ein schöner Blaster. Das weiß,
Schädliches an Arbeit, die ganze 3D-druckte Teil zu finden, zu machen und zu finden und zu tun. Und ja, das zu entwerfen, das musste dann einfach nur sein. Und das da, ne? Also, doch, das Hebele oder das Ding, um das Magazin rauszulassen, das habe ich so verwenden können. Das ist dasselbe wie in der Streif. Das Drückerle, das hat in der Streif funktioniert. In der Streif konnte das Originalmodell verwenden. Da musste ich das Modell anpassen. Ja, und das Hebele da zwischen Triggerle und Schieber, das musste ich einfach ändern, weil das hätte so scheiße ausgesehen, das mit der Orange. Dann habe ich das in den dunkelblau da rausgelassen, das ist so leicht transparent, das habe ich mir für die Profis irgendwann mal gekauft. Und ganz schön schwer, ganz schön Gewicht hat's. Ah ja, dann werde ich sagen, dann wünsche ich euch genauso viel Vergnügen wie mir beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.